Am 26. Wo ist das? Februar, und zwar im Odeon. Da ist das Theater. In der Apostelstraße. Ja. 14 Uhr, rote Teppiche werden ausgerollt. Aber ich brauche die Namen der Anwesenden, weil sie alle als Ehrengäste behandelt werden und dementsprechend kostenlose Eintritt haben. Ein Glück. Hat der Ludwig ja auch verdient, eine Legende, 88 Jahre geworden. Und wir sind richtig froh, dass langsam auch mal der WDR hinterkommt, dass wir so einen großen Mann im Körper haben, so einen großen Herz. Natürlich war wichtig gewesen, von den Aufnahmen musste er sein Konto öffnen. Und dann haben wir gesehen, Jutta reicht schon gerade zu, den Film zu machen. Aber der große Vorteil ist, dass er uns heute einladen kann. Danke auch der Lido dafür. Also vormerken, 26. Februar, 14 Uhr im Odeon. Und dann dem Ludwig bitte Bescheid geben, wer dabei ist. Nachher geht vielleicht eine Liste rund, kann man aufschreiben. Kommen wir zweimal. Also, du hast das verdient, du bist ja unser. Das finde ich, also, und der Älteste bist du, lieber Ludwig. Ich finde das irre. Das Wort im Abstand, das Ganze auch Alter. Ja, dass die Kunst einen so jung hält. Das finde ich, das ist ein Verdienst vom Karneval und überhaupt von der Kunst. Das finde ich wahnsinnig. Ich meine, der Hans ist ja auch schon alt. Ich hasse die Wahrheit. Ich meine, ich bin 66, er war immer Modell, weil er ist 11 Jahre älter. Modell, ich als Sponsor. Aber dann kommst du nochmal. Ja, auch als Modell. Also, und wenn ich von ihm höre, dass du da auch schon gelandet bist, also dann kann ich nur sagen, Hut ab vor den Künstlern im Karneval. Und ihr seht das daran zum Beispiel, dass er erzählt morgen, dass der Bundeskanzler Adenauer ihn damals gerufen hat, weil er damals das Lied hatte, jede Stein von Köln ist ein Stück von mir. Wahnsinn. Das find, ne? Und 53 war das schon, also da wurde er schon vom Bundeskanzler gefragt. So. Ich habe damals geschrieben, hätte ich nie gedacht, dass das so macht. Der Hans ist morgen, ich mache mal ein bisschen Appetit für morgen, der Hans ist morgen auch mit seinen legendären Sachen drin. Also zum Beispiel im Jade, der Hexenschuss. Jeder kennt das Ding im Jade. Da musst du höher legen, der Jade. So. Herrlich. Ne? Dann natürlich der Kölsche Jung und die Schildergasse. So. Unsere Marie-Louise ist auch dabei. Leider ist sie krank geworden danach, nach dem Dreh. Also, Brauereien haben die schon Beschwerden. Ich war vorgestern noch da. Der lässt sie alle vielmals grüßen. Der ist auch auf dem Weg der Besserung, ist bloß noch sehr, sehr schwach. Also mit dem Laufen und so. Warst du da? Aber mit dem Kopf ist sie vollkommen klar. Ja, Ludwig, es hat gestern Zeitung gestanden, fand ich nicht so gut. Sie hat ja so schöne Lieder gemacht. Sie möchte bitte bis Mai in der Nähe bleiben, sie hat eine neue Session. apropos Marie-Louise, ihr werdet morgen etwas sehen, was ungewöhnlich ist für sie. Nämlich, es gibt auch dieses Lied, der Novak lässt uns nicht vertragen. Ja. Das singt sie da. Das fand ich auch klasse. Der Mann wusste das, dass sie das drauf hatte. Und das ist mal gedreht worden. Und das ist also das ist richtig sexy und Männermorde. Die Guter. So. Den haben wir noch. Der Gerd Röck. Ja, der Gerd. Auch imposant, also wenn man, ich kannte den gar nicht, ehrlich gesagt. Wir kennen mal alle, wenn der demaskiert ist. Aber also was der für tolle Witze, also da merkst du auch, dass
Er war Lehrer. Er war Lehrer. was der drauf hat. Bitte, ich mache ein bisschen Appetit für morgen. Guckt das und wenn das funktioniert, der Marc, ich wusste gar nicht, kann der zuhören überhaupt? Er kann. Bei mir sowieso. Er kann, oder? Er muss so. Er kann zuhören, er ist ja nicht in der Rolle als Blötschkopf bei uns gewesen. Und das seht ihr morgen. Und wenn das funktioniert, dann geht das weiter. Und dann möchte ich unbedingt den Treuermann. Ja, muss. Es gibt einfach. Wer ist Treutemann? Aber nicht nötig. Den kriegst du wieder. Dann wird eine Flasche dabei. Ich meine ganz nebenbei, Debbie ist auch eine Legende. Für mich auf jeden Fall. Ja, wir sind dann am Arbeiten. Ne? Also wir basteln dran und ich finde das klasse, diese Verbindung von dem jungen Marc zu den Alten, dass der die wirklich auch liebt. Das werdet ihr auch dann sehen. Und ja, dann freue ich mich morgen, dass, wenn ihr guckt, und ich bitte um eine Rückmeldung. Aber bitte nicht so nett. Also das wäre hier ohne den Stammtisch alles nicht passiert. Ich bin da irgendwie reingewachsen. Und insofern bin ich euch auch allen dafür dankbar. Das ging los, dass ich mit ihr, dass ich zu Helga gegangen bin und mit einem Blumenstrauß, ja, weil der Bursche etwas widerspenstig war. Nein, weil ich die Vase versteckt habe. Aber es hat geklappt. Danke. Rüdiger, hast du gesprochen? Rüdiger, Was? Die Helga hat noch gesprochen. Rüdiger, er ist ein bisschen gewachsen, wissen wir alle Male. Und wenn wir nicht so einen Nachdruck gemacht hätten mit dem WDR, wir beide, Ja, wir haben da 3 Jahre dran dann gebastelt. wäre das nicht gekommen. Das stimmt. Vor allen Dingen, ich bin auch dann auf meiner hochschikosen Tour mal dahin marschiert und habe dann auch gesagt, wenn der Ludwig Sebus diesen Film nicht bekommen, das ist ein Platz in der Bude, er war jetzt nichts. So, genauso, wenn die Quoten jetzt da sind, Legenden, Jürgen Krötemann, wo wir gerade angesprochen haben, du hast auch Legenden in filmhafter Weise, die nun verstorben sind. Ja. So, da kann man alles schön aufbauen und noch sind sie so mit unsere Altmeister. Und für mich ist immer das Wichtigste, das große Herz, für mich persönlich ist der Ludwig Sebus, auch mein väterlicher Freund. Und wenn er alles noch hinkriegt, Ludwig, dass du auch den Rosenmontag so kommentieren kannst. No, du bist ja 106 Jahre alt und einmal wird das vernünftig werden in Köln und nicht immer nur die Ich-Demokratie, die da vorne moderiert, sondern eine Wir-Demokratie. So, jetzt haben wir hier einen lieben Freund hier sitzen, der Paul Ciccara, ein super Musiker und immer so bescheiden und zurückhaltend und wir haben nette Gespräche geführt bei einem Menschen, der in Bornheim wohnt. Den brauchen wir zwar nicht so kennen, aber er ist musikalisch ein sehr, sehr guter. Unser Altmeister Karl-Heinz Jansen kommt jetzt mit nach vorne zu Paul und möchte dann ein bisschen vortragen. Nochmal diese kräftige Stimme bei einem Menschen, der schon weit, weit über die 80 ist. Ja, schon, ich komme. Der Text ist neu. Ich gebe dir 6 vor. Direkt? Rede wieder in, nee, so kriegen wir das schon nicht. Anders ja, sonst hast du den Text vergessen. Machen wir vorspielen. Okay, alles klar. Es waren 12 Fliegen, die saßen auf einem Plattenkopf. Die haben den ganzen Mittag gegessen, der Buch war vollgestopft. Der Buch war vollgestopft. Dann die Elflich fing an zu krümeln, die andere einfach ja, doch ja. Da ist sie noch katholisch, nicht? Doch ja, doch ja.
Ich habe Pfützchen quer im Haare. Ich löwe, ich jongle dran kaputt. Ich löwe, ich jongle dran kaputt. Jetzt wird Stimme die Uhr. Dann täten sie sich strecken und hoffen, der Mensch in der Höhe. Das täten so der Platte vom Kacke, denn Flehe genieren sich nie. Denn Flehe genieren sich nie. So, für die Angereisten singe ich die letzte Strophe in Bruchteil. Die Fliegen sind fortgeflogen, zwei Halflein blieben zurück. Als Dünger für zwei klitzekleine Örscher, Junge hat dort die Platt berührt. Was hat dort die Platt berührt? Der Plattekopf, der hat nicht mitgerechnet und jetzt hätte gejährt für den Friseur. Jetzt hätte gejährt für den Friseur. Alle Freunde für die Armbräuster. Kennt ihr das Ding von dem Bonvat? Ja. Ja, die ist noch da, also. Es fing damit an, in der Zeitung stand Wohnanhänger aus 5. Hand, inklusive Einbauschränken, Umstände halber zu verschenken. Als nun meine Frau am Apparat die Transaktion perfekt gemacht, da stand vor unserem Domizil ein halb verrottet Wohnmobil, halb Hühnerstall, halb Straßenbahn, eine handgeschnitzte Karawane. Als mir das Sonntags dann das Ding mit Hilfe von einer Wäscheling und 15 Meter Kupferdraht an unser Joggofass gemacht. Da stund die Nachbarschaft komplett, hat blöd gelurrt und dumm gerät, sie nannten unseren heißen Ofen den Löschzug frei von Boots Westhofen. Und ich sag für meine Frau, jetzt besonders wieder schwer am Reden, ich habe für meine Frau gesagt, ich sag Maria, also hör, ich setze mich jetzt hinter die Tür, du beschäftigst dich indessen im Hänger hinten drin mit dem Mittagessen. Sonntagsmittags schwer am Rennen zwischen Holländern und Dänen, fuhren wir mit unserem Kahn in Limburg auf der Autobahn. Der Berger Rau wie im ersten Jahr hinter uns ein Riesenschlangen. Die waren am Fluchen und am Flöten, am Schimpfen und am Tröten. Meine Frau im Hänger sprang hin und her und hat geglaubt, das ganze Wesen ist auch heute noch der Meinung, eine Ovation auf ihr Erscheinen. Nun hat ja jeder Berg eine Stelle, da wird die Steigung zum Gefälle. An die Stelle ist demonstriert, was in der Löschzug wirklich wäre. Bei 120,2 lief doch alles einwandfrei. Bei 130,70 da kam der Löschzug außermittig. Bei 160,7 da kam ein Schild. Drauf stand geschrieben, Achtung, Vorsicht, Großbaustelle,
schlechte Fahrbahn Bodenwelle. Und wenige Sekunden drauf kriegt meine Goggo den Schluck auf. Infolge eines Straßenstoßes ging hinten meine Knödel los. Ich stell da nix, guck stur nach für. Da klopft das Backbock an. Guck nach links und sehe genau, das war mir sich von meiner Ich denke, nun, das ist ein Ding, warum denn da, warum nicht drinnen? Ich habe dann signalisiert, gezeigt, wo das sie hingehört. Aber war sie 10 Sekunden fort, da kam sie wieder. Steuerbord. Und signalisiert mir leicht gegenwärtig, ganz essen kommen. Sie hatte es mir kaum verzerrt, da hingen wir im Knollenfeld. Wir waren letztlich 3-mal regnen und es war immer noch am Regnen. Ferne Heimat, leerer Magen, die Suppe schwamm irgendwo im Wagen. Zum Glück stund da ein Baum mit Brumme. Als Pflaumen. Sonst reibt sich nicht. Ja, zum Glück stund da ein Baum mit Brumme. Der hat sich uns denn angenommen. 2 Stunden später mit einem Traktor, da kam der Knollfeldkalfaktor, hat uns dann für vieles Geld den Löschzug auf die Beine gestellt. Ich sag für meine Frau, ich sag Maria, also hör. Setz du dich jetzt mal hinter Stür, du fahr schön langsam und toujours. Französisch. Ich stehe den Hängern mich was aufs Fuhr. Und sollte irgendetwas sein, da schaltet Licht dich 3-mal ein. Da fährst du schleunig rechts ran und was das ist, das sehen wir dann. 2 Stunden hatte ich mein Ruf. Da kamen mir die Brummen hoch. Ich gebe Signal, meine Frau rechts ran, ich raus aus meiner Straßenbahn. Weil es mittlerweile Nacht, hatte ich mir eine Kerzenstummel angemacht. Die Welle doch schon ziemlich kalt, hatte ich mir ein Biberbetttuch umgeschnallt. Als ich nun anbetracht der Brumme, hinter der Leitplank Platz genommen. Plötzlich von der Höhe ein Wirbelwind, seine Böe, und knallt mit Schmackesunterloh vor meiner Fille die Tür zu. Meine Frau der Meinung, ich sei drin, tritt augenblicklich auf den Pin. Ich sehe nur noch 200 Dänen und so sind in der Leitplank und immer noch auf Plötzlich kommt ein dicker Mercedes, bremst, als der mich sieht im weißen Gewand, mit dem Kerzenstummel in der Hand, wird er ganz weiß um die Nase, macht die Tür wieder zu, haut ab und gibt Jas. Seine Frau hinten drin, die war sich am selben. Und plötzlich kommt er zur Kette von der Autobahntoilette. Der eine wollte wissen, wann und warum ich ausgerissen. Der andere Schutz, wenn einer wieder noch pläht, wollte wissen, wie ich heißen geht. Sagte der Kommissar, sagen, mein Name ist Schmitz mit SCH. Da fing der Buchstabe zu lachen, denn das können Sie mit mir nicht machen. Schmitz, so kann ihn jeder heißen. Beamte darf man nicht beschummeln. Ich sage, gut ist gut, ich will keine Kraft. Ich bin der Johann Sebastian Bach. Also, warum nicht bleiben? Bei mir wird jeder Sünder weiß. Als ich denen nun mein Leid geklagt, haben sie mich nach Hause gebracht. Meine Frau, die gilt seit dieser Frist behördenamtlich als vermisst. Sie ist wahrscheinlich in Ascona
in Bayern oder Barcelona, aber ich weine hier noch nicht nach meine Tränen. Wenn die ist, dann ist sie doch anders. Und es war dann mal Spaß gekriegt im Hotel, wo wir gewohnt haben, die wurde nach Swat. Die wurde nicht hoch, was er jetzt machen müsste, ja. Und der Ludwig trug in Korea immer eine Sonnenbrille. Und er musste auch auf den deutschen Abend anlässlich der Weltmeisterschaft Munde singen. Und er hieß in dem ganz feinen Hotel, da hinten der Mann mit der Brille, das ist ein deutscher Sänger. Mit Sonnenbrille, der kann das schon sehen, jedenfalls. Wir haben uns da bloß jemanden begonnen schwimmen, wunderbar und doch Parlament. Und jetzt war dort unsere Rezeption und es gab um Holz und Gab. Dann der Held von der Bedienung von der Koreanerin, der Ludwig Arno. Und haben wir genügt und jetzt getrunken. Und wieder wo Russinen sind, dann haben sie sich, wir wieder alles abgeben wollten, haben sie sich ein Herz entdeckt mit der Ludwig, excuse me, are you Heino? Ludwig wurde sprachlos, so kann ich dich noch gar nicht. Hässliche Hohn, die Mädchenschwester Heino. Das hat Ludwig, tut mir leid, dass ich dann hier Deutsch bringe, ich kann Koreanisch. Der hätte mich gefragt, welche Zimmernummer haben Sie? Ja, wo ich dann noch mal sage, ich dachte, du hast versorgt. Am Anfang nicht. Das ist ja immer schön, wir haben ja bei einem Zimmer, den muss die Haus sortieren. Ne? Aber ich hätte die auch in der Hand gefunden. Jedenfalls, wir sind in dem Schwimmer, der springt rennen und kommt in die Hut. Denke ich, was da? Nee, ich hoffe nicht, was auf dem muss doch überhaupt singen. Und in der Ruhe mit einer Plan. Ich will sprechen, der versteht die Natur das Wort. Und ich will ja auch nicht wieder erzählen. So, jetzt hätte ich mich wieder jetzt. Was blieb, dann wird noch Sturm. Die Hüsche und Jansa, die Stündchen beim Klappen, ist das vorbei. In der Wirtschaft auf der Ecke stehen die Männer an der Tee, die fröhliche Sitzer beim Klapper zusammen, ist das vorbei. Was auch passiert, das Dinge ist so klar. Es schönste, was man schon alle Jahre.
ein Mädchen aus Georgia kommen, um unser Fiedel hinter ins Bett zu bringen. Unser Fiedel ist ja hier, wo wir uns wohlfühlen. Überall, wo wir uns wohlfühlen, ist unser Fiedel. Und wir können jetzt, in Georgia ist, und so will es, wo die Menschen zusammenkommen, wo von Herzen. Und das soll das für uns allgemein sein, ne? Ich hab mich so gefreut und hoffe, dass es Jodisch geht und dass ihr alle zufrieden seid, denn jetzt Schöneres geht es nicht. Ja, jetzt Schöneres geht es nicht. Ich hab mich so gefreut und hoffe, dass es Jodisch geht und ihr alle zufrieden seid. Ja, denn jetzt Schöneres geht es nicht. Ja, denn jetzt Schöneres geht es nicht. Ich hab mich so gefreut und es tät mir auch nicht leid, dass ich nur Blödsinn an dem Sinn, weil ich eine echte Kölsche bin. Ja, eine echte Kölsche bin. Ich hab mich so gefreut und hoffe, dass es euch so geht und ihr alle zufrieden seid. Ja, denn jetzt Schöneres geht es nicht. Ja, jetzt Schöneres geht es nicht. Bravo! Danke, Peter. Das ist eine Nummer, die so im Titel singt, aus dem Herzenrot, auf Geburtstag. Und da ist mal Lied in die Finger gekommen. Das hat ein alter Freund, wir kennen ihn auch. Da hat er Bergsau zusammen mit Muschi waren wir Fluss gemacht. Ich habe ein bisschen in einigen Strophen dich und wie gesagt, ich versuche es jetzt ohne Begleitung, dass du nie hinter mit Dingen geht da. Ohne Begleitung euch hier vorzutragen. Im letzten Advent, und das war immer klar, ich mache der Nikolaus wie jedes Jahr. Dann bin ich begrenzt wie Rosamunde Repet. Jetzt kennt dich keiner, der Oma dann sagt, du bist in das Zimmer, deine Stimme erschallt, dann die Pen. Für uns Jahr war es besser. Der Opa wird alt werden mit Spaß, das halten wir fast, kein Soß, kein Brass, alt werden mit Spaß, doch das muss ich euch sagen, Spaß kann nicht jeder vertragen. So, die nächste Strophe, die halten nicht der Spiegel, ich würde gesehen. Das ist euch wahrscheinlich auch alles passiert. Du stehst für den Schaf und die Tür mäst du auf und bist am Überlegen und küsst doch nicht drauf. Warum stand ich bloß hin und was han ich gewollt? Das hätte ich mir jen aus dem Schaf geholt. Vor jede Minute die Ziege so rum, und du lachst dich kaputt, ich hab den Text vergessen. Das halte noch was, in so keinem Brass, alt werde mit Spaß. Eins, das muss ich euch sagen, Spaß kann nicht jeder vertragen. Du hast gebügelt, darfst drauf flüchten fort, mit 14 Tag Urlaub, dann gehst du kaputt. Der Gedanke, der geht dir nicht aus dem Sinn. Ist der Stecker vom Bügellesen in der Stecknuss noch drin? Ach, vielleicht ist mein Hüschen, hat längst aufgebrannt. So hättest du, wenn du daheim geblieben wärst, überhaupt nicht gekannt. Alt werde nicht Spaß, das halten wir fast. Kein Soß, kein Brass, alt werde mit Spaß.
eins, das muss ich euch sagen, ihr wisst es. Spaß kann nicht jeder vertragen. Für mein Gedächtnis, der Doktor war nett, verschrift mir das Letzt, ein ganz dürr Tablett, die man des Abends schläfen soll. Der Abenddeckel und du bist gerade da, du bist am Überlegen, fühlst doch nicht drauf. Kann ich diese Morgen die Tablette aufmischen? Da geht es alles. Das ist natürlich, was der Ludwig auch nicht vertragen kann. Er schenkt mich immer, muss denke dran, wenn du über mich sprichst, ich bin ein halbes Jahr älter. Der Löwe, ein Korea-Löwe mit einem blauen Brille rüber, dann kennen sie ihn, ja. Wie der Kölsch gestorben ist, meldet sich bei Petrus im Himmel an. Er hat gesagt, ich bin gestorben, ich komme aus Köln. Ja, das ist der Petrus. Dann hat er sie gewartet. Dann freudige Mitteilung, was sie kommen in den Himmel. Ach, sagt ich, ja, was ist das da? Läuft das noch jetzt? Ja, sagt das ist nicht viel, muss noch ein Frühstück, muss der ganze Tag Halleluja singen. Nee, sagt der Kölsch, also das ist mir zu wenig, ich habe immer noch im Karneval gefehlt in Köln und ich war 40 Jahre lang bei Ford, war nicht die Endkontrolle der Autos gehabt. Nee, wenn ich verkauft soll, dann stand es kontrolliert, haben die alle zum Bremslichter. Oh, sagt der Petrus, da brauchen wir noch fahren. Der haben wir genügt. Da können Sie bei uns anfangen. Fangen Sie am Montag an, wir haben die Menschen, die wir auf die Welt schicken. Die müssen wir ohne Kontrolleur haben. Sie haben doch Ahnung, haben Sie nicht viel vor, Sie können, wenn die alles haben, wenn die komplett sind, wollen Sie nur auf die Schulter zu klopfen. Und da können die gehen. Dann fängt man das an, das geht, zack, weg, Zug weg, Dienstags auch. Mittwochs, falls ja drauf geht, der erste hält alles. Kloppt, nächste blieb Stiefstand. Ja, denkt, was ist das dann? Sitze ich aus, wegen Fehlkonstruktion, nimmt es der nächste auf, nichts, keine Bewegung. Gut, für den Petrus, dann sagt er, hören Sie mal, Petrus, das hätte am Morgen an Dienstag so schön geklappt und halt nichts. Sagte, was haben wir denn heute von Tag? Mittwoch. Ach, sagte, Entschuldigung, da habe ich ihn vergessen. Mittwoch haben wir Düsseldorf, die musste noch ansprechen.